Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin momentan krank und was macht man, wenn man krank ist? Man hat Führungszeit und ich habe gedacht, ja, jetzt wo es mir ein bisschen besser geht, ich könnte endlich einmal versuchen, so eine F1-Karriere, F1-Wochenend-Karriere in Assetto Corsa zu simulieren oder nachzustellen, so wie eigentlich in F1 23 das auch gibt. Und wir machen jetzt einfach dann nachher mal, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich habe jetzt den Bahrain ausgewählt, ist eine gemoddete Strecke, 15 Runden. KI-Stärke habe ich mal auf 89 da mit Variation von 3,7%. Also es kann auch sein, dass es einen Fahrer gibt, der einfach eben 3% mehr an KI-Stärke hat. Sprich, da wäre 93, ist es noch minim, aber man merkt es dann schon ein bisschen. Aggressivität habe ich auf 83 oben, also relativ hoch noch. Sind 16 Gegner, sind 19 Gegner. Das Training überspringen wir machen das Qualifying von 14 Minuten und dann eben, wie gesagt, das Rennen von 15 Runden. Und ja, sonst ist einfach alles serienmäßig, also keine Traktionskontrolle, kein ABS, alles drum und dran, so wie eigentlich auch in der echten Formel 1 das geht. Und wir probieren das einfach einmal, wird schwierig werden, wegen Strafen, alles, plus halt einfach wie auch KI sich wird verhalten, weil mir ist einfach schon öfters mal aufgefallen, dass ein KI auf einer gemoddeten Strecke ganz komische Linien fährt und teilweise hat einfach auch mega spezielle Zeiten fährt. Also es wird nicht 1:1 akkurat sein. Aber ich habe gedacht, wir probieren es mal. Vielleicht wird es lustig, vielleicht wird es auch komplett scheiße. Aber ich habe gedacht, wieso nicht? Eben auf dem Kanal kommt praktisch nichts mehr gross an Videos. Und eben, wie gesagt, ich bin momentan krank mit einer harten Grippe. Darum ja, ich dachte, wieso nicht? Ich habe ja Zeit jetzt. Und was muss ich noch sagen? Ich glaube, sonst habe ich eigentlich soweit schon alles erwähnt. Ja, ich glaube, wir gehen einfach mal ins Qualifying rein. Wir probieren es mal. Ich bin vorher schon ein bisschen gefahren, habe mal geschaut, wie bin ich etwa so von der Zeit her gegenüber den Gegnern. Und das hat eigentlich nicht schlecht ausgesehen. Das Problem ist halt einfach Motorleistung, beziehungsweise also ich fahre jetzt dann mit sauber, also mit dem Josie im Auto fahre ich jetzt. Das heisst, der Bottas kann entweder enorm schlecht sein oder brutal gut sein, weil er einfach die höhere KI-Stärke bekommt. Also das kann halt nicht so akkurat sein. Es kann halt plötzlich sein, dass zum Beispiel ein Haas auf P1 fährt oder so und irgendwie der Verstappen auf dem letzten Platz rumtaumelt dort, weil halt eben die Motorleistung oder Fahrzeug-Performance, die Differenz hat, ja, natürlich nicht 1:1 übereinstimmt. Aber wie gesagt, wir schauen mal, wie es jetzt wird. Ich bin gespannt und ja, ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Gut, also dann fahren wir mal raus hier. Ich habe Reifenverschleiß drin, das habe ich vergessen zu sagen, und auch natürlich Benzinverbrauch habe ich drin. Und ja, wir schauen mal, eben, wie das so wird jetzt da. Ja, keine Ahnung, wie das wird. Bin gespannt. So, dann gehen wir noch mal. Oh mein Gott. Wie hart ausbremst gerade. Die fahren hinten rein. Oh mein Gott, die bremsen hure früh ab. Okay, er wird wahrscheinlich ein KI sein, der nicht so stark ist. Oh, voll verpasst. Puh. Und wir landen auf P8. Also viele Felder drin gehabt, plus halt Dings, das mich mega ausbremst hat. Hamilton.
So, let's go. Suchen wir sie mal. Da kommt gerade einer raus. Nein, come on! Ja, der hat mir jetzt den Apex ein bisschen versaut. Fernando war es. Oh mein Gott! Wird schnell. Alter, die Kurve da. Immer. Viel zu viel bremst. Es hätte aber schon eine Verbesserung gegeben auf P8. Wieder. Sind ja ein bisschen hinterher gedroppt, aber jetzt sind wir auf P8 vorgekommen. Oh, sorry Fernando. Der hat jetzt ein bisschen ausgebremst. Er ist mir vorher ausgebremst. Oh, schade, okay. Ja gut, ich glaube, das wäre es für unser Qualifying. Tun wir die Session überspringen. Da, so, wir starten von P9. Also, Yuki hat die schnellste Zeit gemacht. Yuki auch im Assetto Corsa Open. Normalerweise ist es bei mir immer in F1 gewesen, aber anscheinend auch da. Der Logan Sargent auf P2, Lance Stroll, Alter, ey. Der hat gerade die richtigen Zollers vorne. Leclerc 4, Ricciardo 5, Albon 6, Max 7, Alonso 8 und. Hamilton 17, Russell 20. Oh, Scheiße. Oh, shit, okay. Ja, ein richtig gemischtes Feld. Finde ich gut. Finde ich wirklich super. Also, mehr. Es ist jetzt so. Ich kann keinen Pflichtboxenstopp einführen. Das heisst, es wird jetzt wirklich eigentlich alles durchgezogen an einem Run. Ich fetze jetzt Softs drauf, weil ich denke, die werden so lange haben. Ich hoffe es. Und dann schauen wir mal, sprittechnisch. Muss jetzt auch ein bisschen rein tun natürlich noch. 15 Runden sind sie, die wir fahren. Das heisst, ich gehe da ein bisschen rauf. Bin gespannt, wie das Auto sich wird verhalten mit ein bisschen mehr Sprit an Bord. Ich nehme 16 Runden mit. Und ja, da hoffen wir auf ein gutes Rennen. Eben KI wird mega schwer sein zum Fahren oder gegen die zu fahren, weil sie nimmt einfach gar keine Rücksicht auf die. Also sie fährt gefühlt einfach über den Haufen. Rand und alles drum und dran. Ich hoffe, dass wir da einfach ohne grossen Schaden rauskommen. Sonst muss ich pillen und weiss nicht was alles. Aber wir schauen mal, wie das wird. Let's go. Und natürlich kalte Reifen, wie es muss sein. Ja, am Start sind es immer mega speziell, hier KI. Und ich versuche mich einfach ein bisschen aus dem Getümmel rauszuhalten. Oh, da vorne! Der Yuki hat sich weggedreht. Ah, lol. Der ist natürlich schon ab Runde 1 verfügbar. Oh, was macht der Max da gegen den Ricciardo? Oh, mein Frontflügel. Leichter Damage. Oh, Alter! Ich hoffe nicht schwer. Schauen, ob ich etwas merke. Wie jetzt untersteuern oder nicht. Also wenn die andere Autos vor sich haben, fahren die so langsam. Auch mit der Bremspunkt, aber jetzt untersteuern habe ich ja. Oder kann jetzt zwar auch noch der Reifen sein, der noch kalt ist.
Gehen wir mal in einen Attack-Mode rein. Verdammt, Corner Cut von Verstappen. So. Schnappen wir uns mal den Ricciardo. Wow, der dive da glaube ich rein, hä? Ja. Wow! Mega spät auf der Bremse, der Ricciardo. Aber wir haben ihn jetzt. Ist der Sergeant der Erste? Ich glaube, es war der Sergeant der Erste. Aber jetzt merke ich hier, gegen vorher ist es schon ein bisschen schwieriger zu kommen. Also da sind sie doch ein bisschen schneller unterwegs. Aber die Bremspunkte sind abartig frei teilweise. Mal Attack rein. DRS. Schauen, ob wir uns noch ein bisschen ansaugen da. Ja, das geht gut. Alter! Nein! Oh mein Gott! Ey, was ist das gewesen? Habe ich mich jetzt einfach gespinnt? Oder hat er mich berührt? Weil mir jetzt gedacht, das Heck ist abartig schnell um den Rang gekommen. Der Fernando. Am Corner Cuts machen, ich weiss ich was. Ah, jetzt will ich da, jetzt muss ich aufpassen. Schön! Dann haben wir den Fernando. Wir haben noch leichten Frontflügel und Heckflügel-Damage. Und? Rechte Linie von Magnussen. Oh, okay, nein, ich habe mich da wahrscheinlich wirklich gedreht vorher. Well, fast wieder gespinnt. Echt freche Bodenwelle dort. Gut, vielleicht will ich auch ein bisschen Frontflügel und Heckflügel Damage haben. Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Richtig am Rutschen gerade. Jetzt den Windschatten dafür saugen. Magnussen haben wir mal. Da die Balance rein. Boah! Das Aufpassen war innen noch. Sorry. Wow. Also manchmal sind sie so hart am Bremsen und fahren so langsam durch so Corners durch. Wo du locker auch mit mehr Speed durch kannst. Abartig.
machen die zwei da? Was ist das intens, ey? Alter, der Magnussen. Der fährt wieder so langsam mit diesen Kurven, ich verzweifle noch ab dem. Komm mal, jetzt mit dem Windschatten vom Sergeant da vorne. Ich würde ziehen noch. Sehr schön. Charles. Oh mein Gott. Ich bin gerade ERS am Aufbauen. So, noch 10 Positionen sind vor uns. Ricciardo und der Stroll ist Erster, der ist einfach ganz weit vorne. Das vorne ist Alonso. Also Aston super stark. Okay, Ricciardo haben wir. Schauen, ob wir noch den Alonso holen können. Die Runden sind es noch. So, jetzt die letzte Kurve, nicht verkacken. Ich habe gesagt, nicht verkacken. Aber nein, es hat er nicht mehr schaffen. P3. Wow, hey, geiles Rennen. Also, mega krasse Battle mit der KI gehabt. Also, KI schenkt dir wirklich mal gar nichts da. Die fahren einfach ihr Ding. Aber hat echt Spass gemacht, muss ich wirklich sagen. Also. Nicht schlecht, ich bin aufs Gesamtergebnis aufs Gesamtergebnis gespannt, wer wo gelandet ist. Aber holy shit, das hat jetzt wirklich Spass gemacht. Das hat wirklich Spass gemacht. Und warten wir da noch. Jetzt kommen die restlichen da noch. Bottas 15, habe ich glaube ich gesehen. Und ja, wenn ihr natürlich eben Bock habt auf so etwas, kann ich auch so wie eine kleine Karriere machen, dass wir jetzt das nächste in Saudi-Arabien machen dann, und einfach so weitermachen. Weil das hat jetzt wirklich Spass gemacht, muss ich sagen. Also der Lance Stroll hat gewonnen. Und der Lance Stroll hat gewonnen. Dann kommt der Fernando, also Aston super stark gestartet. Dann nachher komme ich. Dann kommt der Magnussen, Ricciardo, der Charles, Logan, Ocon, Gasly, Max. Den haben wir ja noch berührt dort am Anfang. Dann haben wir den Piastri, dann den Hülkenberg, Lewis, Sainz, Bottas, Perez, Russell. Dann nachher der Albon. Oh, der ist auch weit hintergefallen, hä? Krass, der ist auch weit hintergefallen. Wir haben, glaube ich, eine Kollision mit dem noch eins gehabt. Norris, schwach gewesen. Und dann nachher noch der Yuki, der gerade in der ersten Runde eigentlich rausgeflogen ist. Die schnellste Zeit? Nein, die schnellste Zeit hat sich noch der Magnussen geholt. No way! Krass, der hat noch die schnellste Zeit einfach geholt. So ein frecher Keib. So ein frecher Keib. Okay, dann haben wir noch das Replay. Ich glaube aber, das ist einfach nur so das Highlight oder was so alles passiert ist. So, wo ein bisschen zusammengefasst wurde, ist nämlich jetzt mal schwer an. Was ist das da? Naja, egal. Gut, also ja, das wäre es mit dem Video. Eben, wenn ihr Bock habt auf so eine kleine Karriere,
Variiert halt dann mega von den Fahrern her, also von ihren Leistungen, weil es kann sein, dass im nächsten Rennen Alonso und Stroll einfach total schlecht werden sind und jemand anderes richtig stark wird sein. Müssen wir da mal schauen, aber wenn ihr Bock habt auf so etwas, kann ich zwischendurch mal etwas aufnehmen, mal aufladen. Mir hat es aber sicher Spass gemacht. Und ja, da würde ich mal sagen, was es mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Vergesst nicht das Video bewerten, abonnieren, alles und falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich natürlich immer freuen. Und ich sehe uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss!